Was schön ist, dass hier mal wieder was fürs Handwerk getan wird. Ne? Das ist sehr gut. Wir hatten ja gestern in Köln auf dem Heumarkt Tag des Handwerks. Und da haben sich die Rotter einfach jetzt rangehangen. Das finde ich gut. Nein, um mal zu zeigen, hier, wir Handwerker sind immer noch da. Wir machen Qualität. Das muss ja irgendwie wiggern. Ne? Es wird ja oft über die Handwerker geschimpft. Aber ich finde so Betriebe, die Idiot meine, die auch ausgebildetes Personal haben und die dran tun, da muss man den Hut verziehen und die sollen auch meines Erachtens gut bezahlt werden. Da seid ihr mit mir wahrscheinlich einer Meinung. Gutes Handwerk soll gut bezahlt werden. Das ist doch mal was, oder nicht? Okay. Ja. Schön. Nicht? Okay, dann werden wir nach der Gage gucken. Das ist ja auch Handwerk, ne? Wenn man so will. Ne? So der Pianist zum Beispiel, der Jürgen zum Beispiel am Klavier, am Flügel, das ist ja Handwerk. Ne? Das ist Handwerk. Kompositionen sind Handwerk. Das ist wirklich Handwerk. Und das soll auch gut bezahlt werden. Gut, ich gebe zu, manche Musiker werden zu viel, also so hoch bezahlt, ich will jetzt keine Namen nennen. Das wäre ja Kollegenschelte, das tut man nicht. Oder soll ich ihn nennen? Und manche werden zu wenig bezahlt. Das ist leider auch so. Okay. Wenn ich früher zum Beispiel dort stund und habe älteren Leuten zugehört, wenn die über Krankheiten erzählt hätten, da bin ich wenigstens Lauf gegangen. Ich konnte das nicht mit anhören. Und Hück, ich höre heute zu. Ja, ich gestehe, ich höre heute zu. Weil das ist doch interessant, was man alles so kriegen kann. Ne? Und man kann dann so Rückschlüsse ziehen, wenn man dann hört, was der hätte, kann man sagen, oh, das hatte ich ja eigentlich auch. Weißt du so? Ich will nicht sagen, dass man jetzt irgendwie date, aber für mich eigentlich ganz gut. Aber das macht das Adrenalin. Ne? Auf der Bühne ist ja bloß ein bisschen Adrenalin, das tut ja nichts weh. Normalerweise könnte ich mich jetzt entlägen. Das tue ich nicht. Da wir auf der Bühne stramm stehen. Es gibt eine Krankheit, meine Damen und Herren, die ist vor noch gar nicht langer Zeit anerkannt worden bei den Ärzten. Und zwar die Krankheit Hypochondrie. Derjenige, der das hat, das ist ein Hypochonder. Und der Hypochonder, ihr merkt es schon, ist maskulin, tritt nur bei den Männern auf, Hypochondrie. Frauen kriegen das nicht. Frauen haben das nicht. Nee, ehrlich, ohne Scherz. Doch an Frau jetzt anderes. Ich will jetzt auch nicht näher drauf eingehen. So. Okay. Und die Hypochondrie, das ist eine Krankheit, da würde ich so vorstellen, da geht einer zum Arzt so lange, bis der Arzt der findet mit dem. Und wenn der nichts findet, ist der Stock zu, kriegt er den Hals. Der geht dann zu dem nächsten Arzt, der Arzt findet wieder nicht. Der geht so lange zum Arzt, bis der Arzt sagt, du hast was. Ja, danke. Das ist eine Hypochondrie. Grob. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und so ist das nächste Lied entstanden. Hypochondrie. Wenn einer nur spricht über Singmoleste, tät mir schon alles wie. Denn in Krankheiten bin ich der Beste, als Hypochonder weiß man nie. Auf Herz und Kreislauf, Luft im Buch, ob Leber oder Galle. Ich han der goldene Krankenschild, ich kenne sie wirklich alle. Ich bin ein Hypochonder, mir hilft nur noch ein Wunder. Ich bin ein Hypochonder, mit jeder Krankheit perdun. Ich bin ein Hypochonder, mir hilft nur noch ein Wunder. Ich bin ein Hypochonder. Wenn ich krank bin, ich Sünder. Und hält einer Rückeping, steht krumm in der Tür. Noch 5 Minuten
der Fit und ihre Gepinnt sind mir, da ich überhaupt noch lebe, ist schon komisch an für sich, denn alles, was am Leben schön ist uninteressant für mich. Ich bin eine Hypochonder, bin eben nur noch ein Wunder, bin eine Hypochonder, mit jeder Krankheit du. Ich bin eine Hypochonder, bin eben nur noch ein Wunder, bin eine Hypochonder. Bin ich krank, bin ich gesünder. Ich hab jede Allergie,